Hi Leute, grüß euch und Servus. Ein Video wieder mal von mir. Und zwar geht es heute um den großen Drohnenführerschein. Boah, das klingt richtig kompliziert, ist es aber gar nicht. Die Dani hat gerade den großen Drohnenführerschein gemacht und bestanden. Sehr gut. Und am Anfang haben wir ein bisschen Bammel davor gehabt. Ach, der wird schwierig, bla 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 und kostet so viel. Und jetzt würde ich euch gerne zeigen wollen, wo ich den gemacht habe und würde euch sogar mitnehmen auf den Lehrgang, auf die Schulung, würde ich das zeigen, dass es total easy ist und auch bei der Prüfung. Und die Links und so weiter, wenn ihr Interesse habt, setzt ihr euch drunter. Also die Schulung, die Prüfung und der Antrag dann beim Bundesluftfahrtsamt. Und zwar mache ich das in Holland. Das ist ein ganz normaler EU-Führerschein und ist komplett gültig. Kostet 99 €. In Deutschland keine Chance für den Preis. Und das Zertifikat, die Ausstellung dauert dann 5 Minuten, kostet nochmal 20, also 120 €. Für den großen Führerschein, der kleine, den müsste man extra machen. In unserem Fall haben wir den natürlich schon. Also ist das nur eine Erweiterung. Genau, also wenn ihr komplett mit Drohnen anfangt und noch den kleinen Führerschein noch nicht habt, müsst ihr den vorher noch dazu machen, weil der Voraussetzung ist. Aber ich zeige euch das dann. Nachdem ihr bezahlt habt, bekommt ihr eine E-Mail mit einer Kursliste. Könnt ihr draufdrücken, dann könnt ihr reinschauen, wie sowas ausschaut. Gut, die habe ich jetzt schon gemacht. A1, A3, den habe ich vorher schon gehabt, aber trotzdem wird dir nochmal angeboten. Das ist dann kurze Willkommenseinführung. Dann geht es schon los mit den verschiedenen Modulen, wie zum Beispiel hier Sicherheit, Luftfahrtsrecht, Flugtauglichkeit, Betriebsabläufe, allgemeine Kenntnisse. Also der A1, A3 ist da eigentlich ziemlich umfangreich, was ich ja gut finde. Können wir mal kurz reingucken. Machen wir mal zu. Können wir mal kurz reingucken hier. Nehmen wir zum Beispiel Luftfahrtsrecht. Dann schaut es ungefähr so aus. 20 Folien, ein Quiz. In Holland nennen die das immer irgendwie Quiz. Möchten Sie zuletzt angesehene Folie starten? Machen wir nein. Fangen wir einfach von vorne an. Da geht es zum Beispiel hier um Einführung. Abflug. Dann kann man das super durchklicken. Hier wird dir das nochmal gezeigt. Inhaltsverzeichnis und so weiter. Um was es hier geht. In der Lektion. Und dann geht es auch schon los. Internationale Zivilluftfahrtsorganisation und so weiter. Das ist sehr viel Allgemeinwissen. Was ist erlaubt, was ist verboten? Ja, Fliegen bis zu 120 Meter und so weiter. Also wirklich ganz toll auch erklärt für Anfänger. Wirklich Mindestalter. Klicken wir das mal schnell durch. Da werden die verschiedenen Kategorien zum Beispiel auch erklärt, die Aufgaben des Piloten. Betreiber natürlich auch, also nicht bloß, also wenn ich jetzt das gewerblich mache und habe Angestellte, die Piloten sind. Die CE-Kennzeichnungen, die ja momentan recht populär sind. Wir werden hier abgefragt und so weiter und so weiter. Klicken wir durch, das sind jetzt ungefähr 20 Folien. Und dann geht's los mit so einem Quiz. Da kann man jetzt hier so ein Quiz machen. Machen wir einfach mal, wie viel Meter Sichtweite in alle Richtungen benötigen Sie, um einen Flug durchführen zu dürfen. 1500 Meter, reichen wir das ein, ist richtig. Und das macht man einfach komplett durch. Und dann haben wir die Lektion bestanden. Gehen wir mal hier zurück, Kompetenznachweis. Da sieht man dann zum Beispiel 100%, 75% sind immer nötig. Und da gehen wir einfach die ganzen Module durch. Abgeschlossen, abgeschlossen. Und dann kann man hier auf die Prüfung gehen. Wird ihr jetzt nicht machen müssen. Wenn Sie unseren A1, A3-Kurs bestellt haben und noch nicht im Besitz ein A1, A3-Zertifikates sind, kann ich jetzt die Prüfung ablegen. Auch jetzt nicht machen, wie gesagt, den habe ich. Gehen wir wieder zurück zu den Kursen. Und hier ist der große A2. Und jetzt wird ihr voll überrascht sein, wenn ihr euch das jetzt hier anschaut, wie viele Module. Und wenn wir zurückgehen, dann auf den A2, weil der baut ja eigentlich nur auf. Mit das 1, 2,
3 Module. Der Schwerpunkt ist hier auf Wetter. Also was da Sachen vorkommen, man könnte dann eigentlich Meteorologe werden. Kann ich das mal kurz zeigen? Gehen wir irgendwo hier rein, das Wettermenü. Zack. Da geht es nämlich darum, die Wettermeldungen zu lesen. Das sind die Meldungen, was vom Flughafen zum Beispiel aus immer gesendet werden. Solche Sachen kommen dran. Trog, was ist ein Trog? Ausläufer eines Tiefdruckgebietes. Konvektion, dann natürlich auch der Wind. Das ist zum Beispiel 1013 Hektopascal. Dieser Wert, der wird dann in der Prüfung abgefragt. Die Knoten, die Windstärken, wie weit er so noch fliegen darf. Dann, wie man die Rose praktisch berechnet. 180 Grad ist zum Beispiel aus Süden. Eigentlich ganz einfach, man muss bloß mal gesehen haben. Windarten, Nebelarten, allein die Nebelarten, verschiedene Wolkenarten, aber die Nebelarten, habe ich nicht gewusst, dass es so viele Nebelarten gibt. Ich habe auch nicht gewusst, dass man bei Nebel und bei Wolken, dass der nicht durchflogen werden darf. Habe ich gar nicht gewusst. Frontnebel, Seenebel, Verdunstungsnebel, Advektionsnebel, Grabennebel, Strahlungsnebel. Mir ist das Nebel. Das sind die ganzen Abkürzungen, dann eben in den Wettermeldungen. SCT, was zum Beispiel verstreut. Ja. Also Meta, da geht es um das Meta und da lernt man eben so einen Metacode zu lesen. Das ist zum Beispiel der Flughafen, die was die Daten sendet. Das ist das Datum mit Uhrzeit. Die Uhrzeit muss man aber dann auf Deutsch umrechnen, zum Beispiel Sommerzeit, Winterzeit, +1, +2. Dann Luftdruck, das ist Bodentemperatur und Taupunkt. Das ist der Luftdruck, das ist die Sichtweite, das ist die Windrichtung zum Beispiel. Aus 270 Grad kommt der mit 3 Knoten. Alles in Knoten und Fuß natürlich. Also das sind eben dann so Quiz. Da ist zum Beispiel so ein Meta-Code, wo man dann zuordnen muss. Eigentlich gar nicht dramatisch. Dann, wenn man das alles durchgemacht hat, wie gesagt, Wetter ist das Schwierigste, Betriebsabläufe, da geht es darum, wie man so ein Projekt plant, Risikoeinschätzung zum Beispiel, was man ja oft als Gewerblicher abgeben muss, wenn man einen Flug genehmigt bekommen will. Braucht man Risikobewertung, dann gibt es da den Übungstest, wie gesagt, abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Und dann macht man eben hier diese Prüfung. Die Prüfung läuft über Webcam. Also da ist jetzt keiner live dabei und schaut auf die Finger oder so, sondern das wird einfach nur mitgefilmt. Ganz ehrlich, die Prüfung da jetzt bei dem Anbieter, ist ein holländischer Anbieter, hat ungefähr 10 Minuten gedauert, weil nämlich genau die Fragen aus denen Quiz da oben, aus denen Testfragen, kommen genau da unten dran. Also in Deutschland, der kleine war wesentlich schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen, wie der große hier in Holland. Also dann geht es zur Ausstellung des Zertifikats, nachdem das bestanden worden ist. Und da geht es dann wirklich darum, Geburtsdatum und so weiter. Afghanistan stimmt jetzt hier nicht. Das wird dann eingereicht, da in der holländischen Luftfahrtsbehörde. Kostet dann in dem Fall nur mal 20 Euro. Das wird ausgefüllt, eingeschickt und zeitgleich mit der Bezahlung kommt das komplette Zertifikat. Das war's. Also wirklich gar nicht schlimm. Also wenn ihr vorhabt, den kleinen Führerschein zu machen oder den großen, der kleine ist jetzt umfangreicher, weil da viel Basiswissen ist. A2 ist bei dem Anbieter wirklich bloß noch Aufbau, wo es ganz viel um Wetter geht. Also habt keine Angst. Also ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen einen Einblick gezeigt, wie das funktioniert. Wie gesagt, das Zertifikat wird dann sofort per E-Mail als PDF losgeschickt und man ist schon registriert mit Registrierungsnummer. Und der Anbieter kostet 99 Euro, also insgesamt 119 Euro mit dem Zertifikat. Vergleichbar in Deutschland bis bei 200, 300, 400 Euro ungefähr. So schaut es nämlich aus. Lesen Sie, wie hoch ist der Luftdruck in Millibar? Ja, für wen rentiert sich das eigentlich? Bei den großen Drohnen wie Mavic 2 zum Beispiel, die Thermal,
die ist ja nicht zertifiziert. Da brauchst du den großen Führerschein, weil die eben in die Klasse da reinrutschen. Andere Drohnen, die nicht zertifiziert sind, rutschen automatisch jetzt in diese Klasse. Und bevor man sich eine neue Drohne kauft, wo man vor 2 Jahren noch 5.000, 6.000 Euro ausgegeben hat, ist, glaube ich, Investition nochmal von 100, 120 Euro gar nicht so schlimm, statt sich gleich eine neue Drohne kaufen zu müssen. Für alle anderen, der kleine Kenntnisnachweis rentiert sich immer. Bei 249 Gramm brauchst du es normal nicht. Die sind ja zertifiziert, die neuen. Aber es schadet nicht, dass man es weiß, weil man kann da ganz schnell Ärger bekommen. Und wie gesagt, der Anbieter absolut problemlos überwiesen, Zugang bekommen, Übungen durchgemacht, Test beantragt, hochgeladen. In der gleichen Sekunde kam der Führerschein, also der Kenntnisnachweis. Also traut's euch. Ist alles kein Hexenwerk. In diesem Sinne, ja? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ciao, ciao.